So. An jenem Abend bin ich zu Dr. Meraktis gegangen, um die Patientenakte zu erblicken. Erstmal wieder alles nachhaken. Sie wollten die Akte also stehlen. Haben Sie nicht zugehört? Ich sagte, ich bat ihn um die Akte. Das Opfer war ein gesunder Mann. Ich wüsste nicht, wie Sie ihn hätten zwingen können. Richtig, das wäre ohne Pistole unmöglich gewesen. Aber wenn sie eine Pistole hatte... Ich gebe zu, dass ich die Akte haben wollte, das stimmt. Meine Gründe waren einfach. Die spielt sich da so an dem Tuch darum. Da müssen wir mal nachher... Ich hatte nicht die Absicht, die Akte in die Hände der Kitakis fallen zu lassen. Es wären Dämpfer für ihre Hochzeitspläne gewesen. Nicht nur das. Hätten die Kitakis diese Unterlagen in die Hände bekommen, würde ich jetzt wahrscheinlich zusammen mit Dr. Meraktis den Nudelstand im Himmel ziehen. Anscheinend saß unsere Zeugin auch in der Klemme. Wer möchte schon beim Ziehen eines Nudelstands sterben? Wenn ich sterbe, dann bitte, indem ich bei einer Zauberverführung verschwinde. Könntest du bitte versuchen, weniger morbide zu sein? Sie verstehen also, dass ich diese Patientenakte brauchte. Aber Dr. Meraktis hat das nicht verstanden. Moment mal! Er hat es nicht verstanden? Er wollte mir einfach nicht zuhören. In dem Augenblick, als er mich gesehen hat, fing er an zu zittern. Ha, dachte ich, was für ein jämmerlicher Mann. Hör bitte mit dem Lächeln auf, es ist unheimlich. Er wirkte völlig entgeistert. Irgendwie dachte er, die Kitakis hätten mich geschickt. Moment mal! Die hätten sie geschickt? Er dachte, die Kitakis hätten mich geschickt, die Patientenakte zu holen. Klingt plausibel. Wir sind schließlich die Verlobte von deren Sohn. Die Kitakis mich schicken, das ist nicht ihre Art. Hätten sie von der Akte gewusst, wären sie dort mit Gewehrfeuer eingelaufen. Aber ich konnte den zitternden Doktor nicht davon überzeugen. Also gab ich auf und ging nach Hause. Ich hatte ja nur mit ihm geredet. Moment mal! Wäre das wirklich alles, was passiert ist? Was hatten dann all diese Nudelschalen dort zu suchen? Woher soll ich das wissen? Als ich gegangen bin, waren keine Schalen da, das weiß ich. Warum lassen Sie mich dann nicht in Frieden und suchen den Mörder woanders? Höre ich da etwa Unsicherheit heraus? Das ist meine letzte Chance. Apollo, hattest du Rückmeldungen von deinem Armband? Ja, tatsächlich. Ich konnte fühlen, dass es reagiert hat. Ich konnte nichts sehen. Hängt von dir ab, Apollo. Zeit, die Wahrheit zu sehen. Hier kommt Justice. So, jetzt pass auf. Ich guck mir an, jetzt hier, ne? So, da. Machen wir mal das Sehen-Dingens. Und dann guck mal auf die Finger. Ich hatte nie die Absicht, die Akte in die Hände der Kitakis fallen zu lassen. Das ist nicht gut. Nochmal. Also. Wo ist denn eigentlich ihre andere Hand? Okay, wenn es das nicht ist. Okay, alles klar. Dr. Meraktis hat das nicht verstanden. Gab ich auf und ging nach Hause. Ich hatte ja nur mit ihm geredet. Das ist... Da muss man nochmal nachgucken. Und ich gucke wieder auf die Hände. Ich hoffe, dass es... Und ging nach Hause. Aha. Ich hatte ja nur mit ihm geredet. Bestätigen. So, irgendwas ist da. Die spielt sich da am Hals, also am Halsband, wie heißt das? Halstuch rum. Ich hatte ja nur mit ihm geredet und gelogen. Was? Beweisen Sie mir das. Ich bin mir da ziemlich sicher, ich komme der Sache wohl näher. Eine kleine Unsicherheit und alles wird preisgegeben. Der Beweis sind Sie, Frau Tiala. Ich hatte nur mit ihm geredet, behaupten Sie. Trotzdem können Sie Ihren nervösen Tick bei diesen Worten nicht verbergen. Mein Tick? Wovon reden Sie überhaupt? Sie haben den Tick, sich in der Nähe Ihres Schals am Hals zu kratzen. Was? Wo? Wie?
Das klappt ja besser, als ich dachte. Ihre unbewussten Handlungen sagen die Wahrheit, die sie uns nicht erzählen möchte. Ticks und Lügen, 2 Punkte. Verbinde die Punkte und finde die Wahrheit. Sehen Sie mich nicht so an, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Wenn Sie sich daran erinnern, was im Sprechzimmer passierte, können Sie anscheinend die Hände nicht von Ihrem Hals lassen, nicht wahr? Ich habe eine Idee. Es scheint, dass nervöse Ticks unbewusste Reaktionen sind, die sichtbar werden, wenn jemand versucht, etwas zu verbergen. Sie können sich nicht hinter Ihrem Schal verstecken, Frau Tiala. Im Sprechzimmer der Meraktis-Klinik ist zwischen dem Opfer und Ihnen etwas vorgefallen. Und ich kann beweisen, was genau passiert ist. Die hat einen Schal und sie macht nicht am Tuch rum, wie ich dachte, sie macht sich am Hals rum. Kann das sein, dass der Doktor sie versucht hat zu erdrosseln? Im Sprechzimmer der Meraktis-Klinik sind mit zerbrochenem Birne und rotem Fleck auf dem Kabel. Wir gucken uns nochmal den roten Fleck an. Da, ne? So. Da ist ein roter Fleck drauf. Woher dieser Fleck wohl kommt? Warte, ich hab's. Vielleicht war es ein roter Marker. Ja, nee, war kein roter Marker. Es könnte auch Blut sein. Oder Lippenstift? Hat sie vielleicht das Kabel abbeißen wollen? Okay. Schade, dass sie jetzt nicht sowas wie Blut gesagt haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt Blut ist. Dass der Doktor sie vielleicht erwürgen wollte oder so mit dem Kabel. Ich probier's mal. Nimm das! Oh, war richtig. Was ist das? Sie fassen sich wieder an ihren Schal. An dieser Lampe ist etwas komisch. Die Glühbirne ist zerbrochen. Und auf dem Kabel ist ein roter Fleck. So wie sie ihren Hals verstecken, habe ich eine plausible Erklärung für den Zustand der Lampe. Spucken Sie es aus. Dieses Gerät in den heißen Brei macht mich wahnsinnig. Also gut. Die Antwort ist einfach, Frau Alita Tiala. Bitte entfernen Sie Ihren Schal. Und speichern Sie bitte schnell. Halt. Ja. So. Okay, sie scheint sich nicht den Schal abnehmen zu wollen. So. Einspruch! Das hier ist ein Prozess, der die Ereignisse im Park aufklären soll. Aber anscheinend schweifen wir immer weiter vom Ziel ab. Wir werden bald herausfinden, wohin die Reise geht. Sobald die Zeugin ihren Schal entfernt hat. Das werde ich nicht tun. Ich werde mich hier nicht entblößen. Das ist ja verrückt. Ich bin eine neutrale Person. Sie können mir nicht befehlen, meine Kleidung abzulegen. Frau Tiala, ich befürchte, Sie vergessen, was bereits bewiesen wurde. Wie bitte? Sie sind wohl kaum neutral. Entfernen Sie bitte Ihren Schal. Nein! Oh, Gerichtsdiener! Entblößen Sie bitte den Hals dieser Dame! Ich wusste es. Ich hatte also recht, Frau Alita Tiala. Aha, er hat sie wirklich. Okay. Ihr Hals, das ist doch nicht das, wonach es aussieht? An jenem Abend hat es in der Meraktis-Klinik einen Vorfall gegeben. Sie wollten die Akte um jeden Preis zurückhaben. Auch wenn sie dafür die Pistole ihres Verlobten stehlen mussten. Ja, aber warten Sie. Wenn ich mir den Hals der Zeugin ansehe, sieht es so aus, als wäre genau das Gegenteil passiert. Sorry, bin etwas kratzigen Hals, weil ich hier so plären muss. Ich bin ja kein guter Anwalt. Hey, ich habe mein Stimmbandtraining aus Stahl habe ich heute Morgen nicht gemacht. Richtig. Das Opfer an jenem Abend in der Klinik war diese Zeugin, genau genommen. Sie haben versucht, Dr. Meraktis zu drohen und er hat sie angegriffen. Das ist an jenem Abend in der Meraktis-Klinik passiert. Alter, wo kommen die ganzen Federn her?
Klacksafe und ein Ei. Ja. So. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Kann mir bitte jemand erklären, was wirklich vorgefallen ist? Ich habe Ihnen die Wahrheit schon erzählt. An jedem Abend ging ich zur Klinik, um Dr. Meraktis zu warnen. Sorry, aber dieser Gangster weiß alles. Er ist hinter Ihnen her. Sieht so aus, als hätte meine Klinik den letzten Patienten behandelt. Wir müssen diese Patientenakte vernichten. Schnell, öffnen Sie den Safe. Geben Sie sie mir. Damit Sie Ihre eigene Haut retten können? Wie bitte? Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen doch in die Familie reinkommen. Und wenn die diese Akte sehen, sind Sie erledigt. Und ich ziehe den Kürzeren. Aber wenn ich untergehe, dann nicht alleine, sondern mit Ihnen. Und was passierte dann? Er stürzte sich auf mich und schlug mich zu Boden. Dann nahm er dieses Kabel. Pal Meraktis meinte es ernst, todernst. Er versuchte wirklich, mich zu erwürgen. Ich muss bewusstlos geworden sein. Okay, also ja, aber da fehlt noch ein Stück. Also, okay. Also waren sie das Opfer und der rote Fleck auf dem Kabel war ihr Lippenstift, also doch Lippenstift. Ich möchte mich nicht an jeden Abend erinnern. Deshalb habe ich Ihnen nichts davon erzählt. Nun, sind Sie jetzt zufrieden? Ich war bewusstlos, fast tot. Und Sie behaupten, ich hätte mich dann im Nudelstand versteckt? Aber wie sollte ich... Kacke. Kacke, ey! Nun, eine Sache ist klar. Wir wissen jetzt, was in der Meraktis-Klinik vorgefallen ist. Unser Opfer selbst war nicht ganz ohne Schuld. Es tut mir leid. Ich werde schon beim Gedanken daran ganz nervös und kriege kaum Luft. Ich habe Ihnen alles gesagt. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Sie sind für einige Ereignisse jenes Tages mitverantwortlich. Das steht fest. Wenn Sie jedoch auch noch Opfer waren, sollte das Gericht Ihnen gegenüber Verständnis zeigen. Nun, Herr Justice, ich bin der Meinung, dass dies die offenen Fragen bezüglich Frau Tiala klärt. Wann ist denn das passiert? Plötzlich stehen alle auf ihrer Seite. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll, Apollo. Ich meine, war's das? Wissen wir schon alles Nötige über Frau Tiala? Also gut, damit ist das Kreuzfeuer für diesen Fall beendet. Ich gehe nochmal schnell speichern. Einfach so. Oh, ich habe keine Speicherplätze mehr. Interessant. Okay, haben wir da. Einspruch! So ein Glück. Okay, es ist Gavin. Ich weiß nicht, ob das Glück ist oder... Ja. Nicht so eilig. Die Party fängt doch jetzt erst an. Jetzt wird gerockt. Hä, was? Diese Stacheln auf ihrem Kopf sind weicher, als sie aussehen. Oder haben sie etwa nicht den Mumm, es zu Ende zu bringen? Staatsanwalt Gavin? Pal Meraktis würgte Alida Tiala. Sie wurde bewusstlos. Aber was geschah danach? Er hat recht, da ist noch mehr, was wir nicht wissen. Also meine Idee, was ich jetzt denke, wie es gewesen sein könnte, hat eine kleine Schwachstelle, aber ich sag mal, wie ich denke, dass es gewesen sein könnte. Also, sie war bewusstlos. Okay, das ergibt null Sinn gerade. Also meine Idee war, dass Pal Meraktis die bewusstlose Tiala genommen hat und sie in den Nudelstand reingemacht hat. Vorher hat er die Suppenschüsseln raus. Dann hat er Tiala in den Stand reingemacht. Dann hat er den Stand zum Park gezogen und wollte ihn im Wasser versenken. Mit der Frau drin. Das war der Plan von Pal Meraktis. Das Problem ist, dass im Park dann Wokikitaki war. Und gesagt hat, du Böser, du, ich werde dich umbringen, du hast mich verhunzt, vernicht operiert. Die Frage ist jetzt immer noch, wie kommt die Knarre mit rein in den Nudelstand, mit dem Tiala, oder wie sie heißt, Alita oder sowas, auf ihn geschossen hat. Die wird ja wohl nicht die Knarre in der Hand gehalten haben und der Doktor hat sie
als er bewusstlos war, mit der Knarre in der Hand da reingelegt und gedacht, die ist ja bewusstlos, da kann man ruhig die Knarre dabei lassen. Also irgendwie stimmt da was noch nicht. Aber die Idee grundsätzlich, die ich habe, ist, er hat die bewusstlose Frau in den Wagen gemacht, hat vorher die Suppenschüssel raus, die Frau in den Wagen dann in den Park gezogen und wollten da versenken. Das ist meine Idee. Ja, aber sie wurde lange genug gewürgt, um dieses Mal zu hinterlassen. Sie muss eine ganze Weile außer Gefecht gewesen sein. Und wenn sie doch im Nudelstand war? Alita Tiala, halbtot. Dr. Meraktis zieht den Stand und eine Kugel, die vom Inneren des Nudelstands aus abgefeuert wurde. Und wenn das alles wahr ist, vielleicht haben wir schon alles herausgefunden, was an jedem Abend passiert ist. Frau Tiala, wie Sie sehen, sind wir mit Ihnen noch nicht fertig. Sie wollen mich wirklich für diesen Mord verantwortlich machen, nicht wahr? Ach, Sie, also auch Sie, Staatsanwalt Gavin. Ich bitte Sie, Miss, ich möchte nur die Wahrheit erfahren. Nun, da rekapitulieren wir, was wir bereits herausgefunden haben. Am Tag des Mordes bekam Wookie die Unterlagen über seinen Untersuchungsbefund. Dadurch erfuhr er, dass sich die Kugel immer noch in seiner Brust befand. Also nahm er eine Pistole der Familie, um Dr. Meraktis etwas von seiner eigenen Medizin zu verabreichen. Und Frau Tiala erfuhr durch Wookie davon. Also ging sie noch vor ihm zur Meraktis Klinik, um die Patientenakte mit ihrer Unterschrift beiseite zu schaffen. Aber dann passierte etwas. Hört sich an, als hätten sie alles rausgefunden. Aber bedenken Sie bitte, ich war das Opfer, ich war bewusstlos. Aber was war mit Dr. Meraktis? Das ist wohl augenscheinlich das Problem. Er hatte Alita Tiala gewürgt und seiner Meinung nach wohl auch erwürgt. Ah, er dachte also, dass tot ist. Was hat er nach dieser Tat unternommen? Der Typ ist ein Doktor. Ja, ein Chirurg, aber grundsätzlich ein Doktor. Der wird doch wohl erkennen, ob eine Person tot ist oder nicht, ob sie noch atmet oder nicht, aber egal. Ist wohl so gewesen. Also, was hat er nach dieser Tat unternommen? Ich war nur bewusstlos, nicht tot. Wenn wir den Zustand der Klinik und des Tatorts im Park betrachten, halte ich es für offensichtlich, was der gute Doktor als nächstes getan hat. Nun, Stirni, wollen Sie raten? Nein, aber ja, ich weiß es. Nun, Herr Justice, was hat Dr. Meraktis getan? Vielleicht dachte er, hätte Alita Tiala umgebracht. Kann ich beweisen, was er als nächstes getan hat? Ich tippe da drauf. Der nächste Schritt von Dr. Meraktis war es, den Nudelstand von Guy Eldun zu stehlen. Was? Mich zu ermorden hat ihm solche Probleme gemacht? So sehr, dass er aufs Geratewohl einen Nudelstand geklaut hat? Nicht völlig aufs Geratewohl. Erinnern Sie sich an die vielen Schalen in der Klinik? Schalen, die in den Nudelstand gehörten. Der Stand war bei der Klinik, aber warum wurden all die Schalen herausgenommen? Vielleicht, weil der Stand so schwer war? Oder weil er etwas an ihrer Stelle transportieren wollte? Ah, haha. Moment, Sie behaupten doch nicht... Doch. Dr. Meraktis ersetzte die Schalen mit etwas... mit ihrer Leiche, Frau Tiala. Also er dachte ja, dass sie tot ist. Mit mir? Ja. Dr. Meraktis geriet in Panik. Er dachte, er hätte sie umgebracht. Sein nächster Schritt wäre die Entsorgung der Leiche gewesen. Verrücktes Geschwätz. Sie sind alle durchgeknallt. Dann sollten wir das Ganze durchdenken. Logisch. Der Doktor hatte einen Ort vor Augen, an dem er sie entsorgen wollte. Aber auf seinem Weg dorthin kam er nur dem Angeklagten mit Wokkie-Kitaki begegnet sein. Achso. Ich bezweifle Ihre Logik. Warum denn, Staatsanwalt Gavin? Der Park war eine Sackgasse. Warum sollte er in diese Richtung gehen? Stimmt, er hatte keinen Grund, dorthin zu gehen. Oh, jetzt weiß ich es. Das war ein Trick. Dieser verzogene Bengel hat ihn gezwungen, den Stand zu stehlen. Nee. Sagen Sie mir, warum sollte jemand in eine Sackgasse gehen? Eigentlich nur, wenn der Park auch das Ziel war. Wir wollten versenken, den Nudelstand. Was? Anscheinend hat die Verteidigung eine Idee. Sagen Sie uns, wohin Dr. Meraktis mit dem Stand unterwegs war. Zeigen Sie es uns auf der Abbildung. Wohin genau wollte das Opfer den Stand ziehen? Na da, ins Wasser.
Aber eigentlich ist das voll dumm. Ich meine, das ist ein Stand, der ist ja nicht aus Beton, der ist aus Holz. Oder was weiß ich was. Der wird doch wohl schwimmen. Oder so. Keine Ahnung. Egal. Da wohl dann hinziehen. Also präsentieren. Dort, das ist ein Fluss. Ja, euer Ehren, ich brauche wohl kaum zu erklären, warum. Ein perfekter Ort, um eine Leiche zu entsorgen. Er wollte mich in diesen Fluss werfen? Ihm blieben nicht viele andere Möglichkeiten, Miss. Ach so, vielleicht wollte er nur die Leiche reinwerfen. Das kann natürlich sein. Noch irgendwie, keine Ahnung, Stein dran gebunden irgendwie oder so. Und dann, ja stimmt, ich dachte, er wollte den ganzen Wagen da rein. Egal. Ich denke, das klärt alle offenen Fragen. Das Opfer, das den Stand gezogen hat und der Angeklagte vor ihm. Und ihm stand sie, Frau Alita Tiala. Aha. Und dann der Rest der Geschichte. Wesley Stickler, der berühmte Höschenjäger, taucht auf. Er sieht die beiden Männer und ruft genau in dem Moment, als das Opfer erschossen wird. Aber, okay, machen wir einfach weiter. So. Halt! Und jetzt schießt sie von innen drin. Okay. Also, habe ich ihn erschossen? Sie waren die Einzige, die Wokis Pistole gestohlen haben konnte. Sie müssen es gewesen sein. Aber das erklärt immer noch nicht, wie die Pistole in den Nudelstand reinkommt. Ja, sie hatte die Pistole dabei. Ne? Und hat wohl auf ihn gezielt und hat wohl auch in den Tresor geschossen. Also sie hatte eine Pistole dabei. Alles klar. Lassen wir es so. Hatte Pistole dabei. Er erwürgt sie aber. Und dann nimmt er sie, ihre Leiche, und schleift sie in den Nudelstand und nimmt die Pistole mit. Geht's noch? Ich meine, die hatte ein Kleid an. Die haben alle immer dieselben Klamotten an. Die hatte ein fucking Kleid an. Ich meine, die hatte ein schönes Kleid an. So. Also nix, wo man irgendwie eine Pistole in den Gürtel stecken kann oder was weiß ich was, sodass er sie nicht sieht. Zumal sie mit der Pistole geschossen hat. Der wusste, dass sie eine Pistole hat. Also warum hat er die Pistole mitgenommen in den Nudelstand zu der Leiche? Ach so. Ah, so, ja klar. Die war ja tot, um die Pistole auch verschwinden zu lassen. Sorry, ich hab's auch gerade kapiert. Mann, hat ein bisschen gedauert. Ja, okay, so, weiter geht's. Ihr habt nichts gesehen. Ich bin nicht doof. Ich hab's ja noch rausgefunden, so. Nun, Frau Tiala? Gute Arbeit. Sie meinen also, ich habe recht? Ich meine, Sie haben sich da eine schöne Geschichte zurechtgeträumt, um den Kopf dieses verzogenen Bengels aus der Schlinge zu ziehen. Sie sind hier diejenige, die träumt. Apollo hat alles, was er gesagt hat, mit Fakten belegt. Wenn Sie so sicher sind, dass er alles erfunden hat, dann sagen Sie einen anderen Grund. Warum hat Dr. Meraktis den Stand durch den Park gezogen? Wer kann das schon wissen? Aber in Ihrer Logik befindet sich eine große Lücke. Jetzt sag mir bitte nicht die Knarre. Ich denke, Staatsanwalt Gavin weiß, wovon ich rede. Die große Lücke ist übrigens auch noch, dass sie in dem Stand ja gar nicht sehen konnte, wohin sie schießt. Aber egal, wovon? Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch versucht, alles zu leugnen. Leute, wir haben 1:30 morgens. Also, ja. Stimmt das, Staatsanwalt Gavin? Muss immer ich derjenige sein, der auf seine Fehler hinweist? Ach Mann, da ist doch was dran. Ich glaube, die Miss spricht vom Auto des Doktors. Hä, vom Auto? Ja, sein Auto? Das stimmt. Die Meraktis-Klinik hat eine große Garage. Er hätte sie ins Auto legen können und hätte sie in den Park fahren können mit dem Auto. Darin parkte ein grüner Sportwagen, richtig? Warum sollte er den Stand überhaupt klauen? Wenn er eine Leiche transportieren wollte, hätte er sein Auto dazu benutzt. Und somit hatte unser Opfer keinen plausiblen Grund, den Stand zu stehlen. Und unsere Verteidigung hat keinen Fall. Ich habe eine Idee.
Kennen Sie das grüne Auto? Ich wette, es konnte nicht fahren. Es war kaputt. Wahrlich, ein exzellentes Gegenargument, Miss. Zu schade, dass du falsch liegst. Ja? Erzähl mir bloß nicht, dass du die Sache mit deinem Papa vergessen hast. Ups. Das stimmt. Das Auto, das Herrn Wright an jenem Abend angefahren hat, aber doch gegen 19 Uhr. Und das war doch gegen 21 Uhr, oder? War dieser grüne Sportwagen. Okay. Es ist hier voll spannend und ich muss dauernd gähnen. Mann, mein Körper sagt mir, ich soll pennen. Ich muss gucken, dass wir das heute noch zu Ende kriegen hier. Hoppala. Also, anschließend fuhr es in die Garage zurück. Der Wagen fuhr ausgezeichnet. Das ist richtig. Warum hat er dann also nicht seinen heißgeliebten Sportwagen benutzt? Ein großer Widerspruch, so viel steht fest. Ein noch größerer als ihre Stirn. Was hat er denn eher mit meiner Stirn? So groß ist die gar nicht. Also die von Apollo. Meine vielleicht schon. Meine Stirn geht bis auf den Rücken, sage ich euch. So, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nun, Herr Justice, warum benutzte Dr. Meraktis nicht sein Auto, um die Leiche zu transportieren? Höre ich da etwa eine geächtete Kapitulation? Mein Rat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, alles zu sagen, was Sie wissen. Alles, was Sie in den letzten beiden Tagen herausgefunden haben. Alles, was ich herausgefunden habe. Herr Justice, dieser Widerspruch wirft Zweifel auf Ihren kompletten Fall. Das ist wirklich Ihre letzte Chance. Die Verteidigung wird uns schildern, was in jener Nacht vorgefallen ist. Er fuhr die Leiche im Auto. Der konnte mit dem Auto nicht fahren, weil da lag ja ein Handy unterm Auto. Und wenn er damit gefahren wäre, wäre das Handy kaputt gewesen. Warum lag da ein Handy vorm Auto? Weil eine Buchse im Auspuff steckte. Warum steckte da eine Buchse im Auspuff? Weil Stickler, keine Ahnung, der Höschendieb, das Höschen von Juicy in den Auspuff gesteckt hat. Dann ist ihm das Handy rausgefallen vor den Hinterreifen vom Auto und dann ist er weggerannt. Deshalb hat sich das Auto nicht mehr bewegt. Ich könnte mir also vorstellen, dass der Doktor versucht hat, mit dem Auto zu fahren, aber es ist nicht angesprungen, weil ja die Unterbuchse im Auspuff steckte. Und dann hat er die Leiche in den Nudelstand, also dann hat er den Nudelstand geklaut und hat da dann die Leiche rein und hat sie dann dahin gezogen, weil, oh, ich kann die nicht bis in den ganzen Park tragen, die wiegt ja bestimmt 40 Kilo. Das schaffe ich locker. Egal. Also, das Auto fuhr nicht. Hat auch Juicy erwähnt, dass das Auto nicht fuhr. Ich habe eine Idee. Es passt alles zusammen. So semi, ne? An jenem Abend konnte Dr. Meraktis sein Auto nicht benutzen. Jetzt ergibt Ihr Gerede noch weniger Sinn als sonst. Nicht nach meiner Information, Frau Tiala. Zählt man 1 und 1 zusammen, ist die Erklärung ganz einfach. Wenn das so einfach ist, können Sie uns da nicht Beweise zeigen? Beweisen Sie uns, dass das Auto an jenem Abend nicht fahren konnte. Nimm das! Ich hätte auch das Handy nehmen können. Höschen? Schon wieder? Okay. Jetzt wird spannend. Ich will mich mal aufrecht setzen hier. Alles Mögliche kommt aus meinem Höschen raus. Sogar die Wahrheit. Die Wahrheit aus dem Höschen. Gut, das ist ein schöner Folgentitel. Besser wie der Mörder im Nudelstand, oder was war's? In der Mordnacht wurde noch ein anderes Verbrechen begangen. Der Diebstahl dieses Höschens, genau genommen der letzte in einer Serie ähnlicher Fälle. Aber an jenem Abend wurde der Dieb auf frischer Tat ertappt. Ein tapferes junges Mädchen verfolgte den Dieb, bis er sich versteckte. Und zwar in der Garage der Meraktis-Klinik. Okay, soweit war meine Theorie richtig. Der Jäger versteckte das Höschen dort, bevor er floh. Vielleicht erinnert sich da jemand an in diesem Gericht, wo er es versteckt hatte? Warum? Wurde es nicht im Auspuff des Autos gefunden? Genau. Gestern habe ich noch etwas anderes erfahren. Eine sehr wichtige Sache.
Und die habe ich von Ihnen erfahren, Staatsanwalt Gavin. Ah, ja stimmt, dass Autos nicht fahren, wenn was drinsteckt. Haha, und Mopeds auch nicht. Sie ermitteln hier also? Und ich war auf dem Weg nach Hause, da hat meine Maschine hier den Geist aufgegeben. Ihre Maschine? Mein Motorrad springt nicht mehr an. Ein verstopfter Auspuff. Zu dumm, dabei ist es so ein schönes Motorrad. Kaum zu glauben, dass es so einfach kaputt gehen kann. Autos, Motorräder ist doch alles dasselbe. Wenn man den Auspuff verstopft, fahren sie nicht. Was hat denn da eigentlich im Auspuff gesteckt? Egal. Wie interessant. Während Frau Tiala und der Doktor miteinander gekämpft haben, hat sich der Höschenjäger in die Meraktis-Garage geschlichen. Von diesem Zeitpunkt an, bis wir das Höschen gefunden haben, konnte das Auto nicht anspringen. Deshalb musste Dr. Meraktis den Nudelstand benutzen. Der Stand war das ihm als nächstes einfiel. Das kommt schon wieder. Nun, Frau Tiala? Ich denke, das dürfte Ihre Zweifel beiseite geräumt haben. Das tut es. Aha. Wo bin ich? So dunkel, kann nicht sehen, so eng. Die Schmerzen, meine Kehle brennt. Was ist das Problem? Du, Doc. Ich weiß, was du getan hast. Woki? Du hast mich angelogen. Und weißt du, was ich tun werde? Ich werde dir etwas von deiner eigenen Medizin verabreichen, Alter. Warten Sie, lassen Sie es mich erklären. Gut. Ich gewähre dir den letzten Wunsch. Hören Sie gut zu, Sie wurden ausgetrickst, aber nicht so, wie Sie denken. Es war nicht nur ich. Ah, und jetzt findet sie die Knarre, oder wie? Okay, jetzt wird's. Er wird alles zerstören. Ich muss ihn stoppen. Sofort aufhören, ihr beiden. Ja, aber wo hat sie denn die Knarre her? Wo hat sie die Knarre her? Okay, der Schrei, sofort aufhören, ihr beiden, kam, glaube ich, von Stickler, oder? Tja, so sollte es eigentlich nicht ablaufen. Nun gut, zu schade. Es gibt immer noch ein Geheimnis. Wie konnten sie aus dem Stand verschwinden? Er ist einfach rausgegangen. In der Stille nach dem Schuss hörte ich den Zeugen wegrennen. Ich glaube, das haben wir auch von Wesley Stickler gehört. Er lief zu einer Telefonzelle, um die Polizei zu informieren. Das war der Zeitpunkt, an dem ich verschwunden bin. Das war der Zeitpunkt, an dem sie den Abdruck mit dem Pantoffel hinterlassen haben. Dr. Meraktis hatte sich nicht die Mühe gemacht, mir die Pantoffeln auszuziehen. Ich habe sie weggeworfen, nachdem ich in die Farbe getreten bin. Das war ihr Fehler. Nein, mein größter Fehler war, Sie um Hilfe zu bitten, Herr Justice. Ich habe Ihnen vertraut. Ihnen und Ihrer Alles-Agentur. Sollte jemand Woki für schuldig erklärt bekommen, dann Sie. Alter, wir waren hier, um frei zu sprechen, aber okay. Ich denke, wir sind zu einer Art Schluss gekommen. Zu einer Art Schluss, ne? Staatsanwalt Gavin, wie geht es Frau Alita Tiala? Sie hat alles gestanden. Ich habe ihre Festnahme veranlasst. Staatsanwalt Gavin wirkt gelasst für jemanden, der gerade verloren hat. Ich glaube, er wusste es schon. Er wird schon vor einer Weile herausgefunden haben, dass sie die Mörderin war. Mein Rat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, alles zu sagen, was Sie wissen. Alles, was Sie in den letzten beiden Tagen herausgefunden haben. Er hat verloren, aber ich habe auch nicht gewonnen. Ist noch was, Stirni? So wie es aussieht, ist der Zeitpunkt gekommen, ein Urteil zu verkünden. Nicht schuldig. Konfetti! Yay! Okay. So. Tja. Bin mir nicht sicher, ob das ihm gefällt. Also, Woki. Das Gericht zieht sich zurück. Juni, 16:12 Uhr, Bezirksgericht Angeklagtenzimmer Nummer 2.
Großartig, Apollo. Du hast es geschafft. Ja, das haben wir. Irgendwie. Wookie ist frei. Und kann der Gangster werden, der er schon immer sein wollte. Und er wird dir dafür... hey, Rechtsverdreher. Du wirst dafür bezahlen, was du meiner Alita angetan hast, Ombre. Oder dich dafür verantwortlich machen, schätze ich. Bring mir sofort meine Alita zurück. Du dämlicher, holzköpfiger, todessüchtiger Anwaltskopf. Genug, Wookie. Ah, Herr Kitaki. Es ist wirklich höchste Zeit, dass du die Augen aufmachst, Wookie. Das weißt du schon, alter Mann. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass du deine aufmachst. Du gibst das Leben auf und versuchst, so ein spießiger Geschäftsmann zu werden? Red nicht über Dinge, die du nicht verstehst, Wookie. Ich glaube ja immer noch, dass er deshalb versucht, ein Geschäftsmann zu werden und ordentlich Kohle zu machen, um die Operation von Wookie zu bezahlen. Aber ja, okay, werden wir gleich sehen. Ich befürchte, der Wachmann wird gleich beide rauswerfen. Wenn nicht sogar ins Gefängnis, das wäre ein schönes Ende. Hey, vielleicht können wir ihnen helfen. Wir wissen, warum die Kitakis so viel Geld brauchen. Lass es uns Wookie sagen. Oh, Wookie, Apollo möchte Ihnen was sagen. Huch, wirklich? Ich? Mich so in Verlegenheit zu bringen. Hey, was ist denn los? Zeige ihm den Grund dafür, Apollo. Warum versucht Herr Kitaki, ein Geschäftsmann zu werden? Ja, wegen dem da, oder? Moment, das muss ich nochmal angucken. Der Untersuchungsbefund. Also, nehme ich jetzt das da oder das da? Wookies Untersuchungsbefund, Wookies Patientenakte. Speichern kann ich nicht. Sofort untersuchen. Nimm das! Denken Sie darüber nach, Wookie. Denken Sie an Ihren Zustand. Ich habe gestern mit Little Plum, ihrer Mutter, gesprochen. Das tut es, aber im Moment brauchen wir viel Geld. Sauberes Geld, meine ich. Sie meint doch nicht, du sagst doch nicht etwa, er hat's geschnallt, oder? Ich habe in der ganzen Welt gesucht und ich habe ihn gefunden. Einen Arzt, der deine Kugel rausoperieren kann, Wookie. Aber es ist ein teures Unterfangen. Mann, aber du hast doch Berge von Asche, oder? Ich werde es nicht verwenden. Das Gangsterleben hat dir das angetan, Wookie. Ich möchte dir helfen, und zwar auf sauberste Art, oder saubere Art. Guck mal, was hat er denn? Oh, der hat ja Augen! Das waren die ganze Zeit die Augenbrauen. Junge, der hat Augen! Wie Bud Spencer. Bud Spencer hat auch Augen. Es gab in den 90ern oder so, gab es irgendwie so eine Art Miami Vice mit Bud Spencer und noch jemanden zusammen, die da irgendwie so Fälle gelöst haben. Und da geht Bud Spencer hin und zieht sich so die Augen auseinander, weißt du? Der hat wirklich Augen, Bud Spencer. Ja, okay, wenn du früher noch alte Filme von ihm guckst, da kann er auch noch, da sieht man auch noch die Augen. Aber irgendwann sieht man ja die Augen nicht mehr. So, der da hat auch Augen. Guck mal, was er hier für schöne Rehaugen hat. Bitte versteh das, Wookie. Der hat Fuchsaugen. Papa? Oh, das Wein da, guck. Mann, ich verstehe, warum, alter Mann. Immer auf der Suche nach Wookie? Hör gut zu, alter Mann. Eines Tages werde ich dich erledigen und dir zeigen, was ein wahrer Gangster ist. Auch wenn du dich hinter deinem Anzug versteckst, werde ich dich finden. Komischer alter Kauz. Mensch, Wookie. Nein, es ist schon so, wie es sein soll. Herr Kitaki, er war mir ohne diesen Hundeblick lieber. Aber echt, ey. Ich bin froh, Sie kennengelernt zu haben. Ich bin kein großer Redner, aber ich erkenne sofort, wenn es jemand drauf hat. Ich danke Ihnen. Wem? Mir? Ich denke nicht. Eines Tages packe ich Ihnen unseren Hit, den Kitaki Zitronenkuchen. Er macht eine Konditorei auf. Alter, eine Konditorei backt keine Zitronenkuchen. Das macht eine Bäckerei. Eine Konditorei macht dir vielleicht eine Torte oder so. Alter, der ist ja... Ja, komm. Bis dann.
Alter, das macht mich fertig. Der Typ ist Anwalt, der hat studiert und er kennt nicht den Unterschied zwischen einer Konditorei und einer Bäckerei. Alter. So, komm. Ich hab mich wieder abgeregt. Ah, nee, ist trotzdem. Mann. So. Und der war verschwunden. Komm, wir gehen, Apollo. Zurück zur Alles-Agentur Wright. Hey, seit wann arbeite ich in deiner Agentur? Wir sind ein gutes Team. Steh nicht so rum. Lass uns gehen. Hey. Ja, warum nicht? Sie hat mir wirklich geholfen. Und es gibt immer noch ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. Ja, wie kommt die Achso, ja, habe ich ja schon geklärt, dass er die Knarre auch verschwinden lassen wollte. Aber nein, sorry. Mir ist gerade eingefallen. Warum sollte der die Knarre verschwinden lassen? Das ergibt gar keinen Sinn. Der hat die gar nicht abgefeuert. Das ist sogar noch ein Beweis dafür, dass sie auf ihn schießen wollte. Warum war diese Knarre im Nudelstand? Warum? Er muss die Knarre da reingemacht haben. Er hat die Frau genommen und die Knarre. Vielleicht hatte sie ja die Knarre in der Hand oder so, aber das kriegt ihr doch mit. Der trägt die doch rum. Dann macht man ihr doch trotzdem die Knarre aus der Hand oder so. Naja, okay. Also das einzige logische Ding ist, dass er die Knarre noch in der Hand hatte und er dachte so, ich habe keinen Nutzen bei der Knarre. Wenn bei mir eine Knarre rumfliegt, bringt mir gar nichts, außer dass Leute fragen, wer hat diese Knarre abgeschossen? Ja, ich nicht. Ja, wer war's? Ja, sag ich nicht. Weil ich habe sie nämlich umgebracht. Das ist der einzige Grund, warum sie drin war. Aber ich glaube nicht, dass die Knarre, wenn sie ohnmächtig wird, ganz fest umklammert. Das ist ja die Todesstarre, die sofort da einsetzt oder sowas. Zumal sie ja nicht tot war. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Knarre. Entweder ist das ein Fehler mit dieser Knarre, dass da, ne, dass das Spiel, also das ist halt ein Fehler. Wie heißt das? Weißt schon? Fehler halt. Oder aber das hat in einem späteren Fall noch Relevanz, dass dann irgendwie da nochmal drauf bezogen wird und deshalb ich mir hier einen Kopf mache und später wird es aufgeklärt. Egal. So, es gibt also noch ein paar Fragen, die beantwortet werden müssen. Zum Beispiel diese Kraft von mir, die sie mir gezeigt hat. Und mein Armband. Nur sie kann mir dabei helfen, das herauszufinden. Okay. Obwohl ich nicht behaupten kann, mit ihrem Vater viel anfangen zu können. Oh, richtig, wir müssen erst woanders hin. Huch. Wohin? Ah, zum Nudelstand. Ah, ja klar. Nun, die Belohnung von Herr Eldun wartet auf uns. Ach, salzige Nudeln, richtig. Hat er seinen Stand schon wieder zurückbekommen? Oh, und danach kannst du dir meine Show ansehen. Mit einem besonderen Auftritt des unglaublichen Herrn Hut. Katsching. Oh, es ist wirklich besonders. Bitte, alles nur das nicht. Ende. Alter Schalterverwalter. Wir haben es geschafft. Ich will meinen Fortschritt speichern, ja. Und mal ganz da oben. So. Mit der nächsten Episode fortfahren? Nö. Ihr Leute, ihr Leid, ihr Kinder, wie man so schön sagt. Mir Hans gepackt. Alter. War das eine Zangengeburt? Naja, komm. Also am Ende lief's halt, ne? Also muss ich doch sagen, jetzt der letzte Gerichtstag hat sich ein bisschen gezogen, aber lief grundsätzlich. Aber die Frage, ich komme nicht klar auf diese Knarre, ne? Wird vielleicht hier, pass auf, in Episode 3 oder Episode 4 geklärt? Man weiß es nicht. Wir werden es auch nicht erfahren auf diesem Kanal. Außer es gibt viele, viele Leute und mit vielen, vielen Leuten sage ich 5. 5 verschiedene Leute, die sagen, mach auch noch Fall 3 und Fall 4. Weil ich habe ja angekündigt, ganz am Anfang, ich glaube in der ersten Episode habe ich schon angekündigt, ich werde nur 2 Fälle machen. Weil, Alter, meine Stimmbänder machen das nicht mit. Ich muss hier verdammt viel vorlesen. Das ist mir zu viel. Außerdem habe ich mal wieder Bock auf ein anderes Spiel. Und deshalb, ich wollte eigentlich einfach nur Ace Attorney, beziehungsweise im speziellen Apollo Justice zeigen. Und der erste Fall war halt nur
vor Gericht. Deshalb habe ich gesagt, ich will auch noch den zweiten Fall, damit man da sieht, den Adventure-Part quasi. Also habe ich alles gezeigt. So ungefähr sieht das aus. Dann gibt's noch 2 weitere Fälle. Wenn ihr wollt, dass ich die auch spiele, dann müssen halt einfach 5 verschiedene Leute in die Kommentare oder so schreiben, ja hier, mach auch noch den anderen. Und das wird nicht passieren. Ah, so, in der Zeit, bis in 30 Jahren oder so 5 Leute zusammengekommen sind, so lang werde ich jetzt ein anderes Spiel spielen. Alter Schwede, meine Stimme. Ich bin bei meiner Stimme und meine Stimme ist in meinem After, sozusagen. Tschüss, morgen spielen wir was anderes. Servus.